Das Dilemma, meine Damen und Herren. Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit dem Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir doch nun einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Mitglieder der RMAF überreichen Ramon Magsaysay Award persönlich an seine Heiligkeit dem Dalai Lama nach 64 Jahren. Ausbildung durch China bedroht tibetische Identität und birgt das Risiko von Zwangsarbeit in Tibet, sagen UN-Experten. Sejong Bemba Tsering beginnt offizielle Besuche in Europa. Sejong erörtert den chinesisch-tibetischen Konflikt mit der britischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet und sagt vor der Internationalen Organisation für Religions- und Glaubensfreiheit aus. Eine internationale Delegation besucht die tibetische Zentralverwaltung und drückt ihre Solidarität aus. Deutschland fordert die Schließung aller obligatorischen Internate in Tibet. 35 akademische Tibeter geben eine Erklärung ab, in der sie die Verleumdung seiner Heiligkeit des Dalai Lama durch die Medien kritisieren. Fürst Hans Adam II. Beehrt Dankeschön-Liechtensteiner Programm der Tibeter. Tibet-Unterstützungsgruppen in Europa halten Regionaltreffen in Prag, Tschechien ab. Belgische Parlamentarier verurteilen Chinas Einmischung in die Reinkarnation seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama. Nordamerikanische tibetische Vereinigungen setzen sich für ein Gesetz zur Lösung des Tibet-China-Konflikts ein. Tibeter und Unterstützer feiern den 34. Geburtstag des 11. Panchen Lama. Eine Gruppe von Mitgliedern der Ramon Magsaysay Award Foundation aus den Philippinen erhielt am Mittwoch dieser Woche eine Audienz bei seiner Heiligkeit dem Dalai Lama anlässlich des 64. Jahrestages der Verleihung des Preises an seine Heiligkeit im Jahre 1959. Die Mitglieder des RMAF waren hier in Dharamsala, um die Gedenkfeier zu begehen und seine Heiligkeit den Preis persönlich zu überreichen, den sein älterer Bruder Yaluthundup am 31. August 1959 in der philippinischen Hauptstadt Manila im Namen des Dalai Lama entgegennahm. Your Holiness, you were the youngest awardee. Really? Yes, 24. You were 24 years old. Yes. 1959. So, I think young people can be inspired by that. To think that even though they are young, there is so much they can do. Der Ramon Magsaysay Preis wurde ins Leben gerufen, um die geistige Größe zu ehren, die im Dienst der Völker Asiens gezeigt wurde, unabhängig von Rasse, Geschlecht oder Religion. Eine Gruppe von 6 UN-Experten hat am 27. April eine gemeinsame Pressemitteilung herausgegeben, in der sie ihre Besorgnis über sogenannte Berufsausbildungs- und Zwangsarbeitsprogramme zum Ausdruck bringt, die China in Tibet durchführt. Diese Presseerklärung wurde im Anschluss an eine gemeinsame Mitteilung an die chinesische Regierung zu diesem Thema veröffentlicht. Die Experten stellten fest, dass diese Programme als Vorwand genutzt werden, um die religiöse, sprachliche und kulturelle Identität der Tibeter zu untergraben, die Tibeter zu überwachen und politisch zu indoktrinieren. Die Experten warnten auch davor, dass solche Programme zu Zwangsarbeit führen könnten. Hunderttausende Tibeter wurden seit 2015 im Rahmen des Programms, das als freiwillig beschrieben wird, zwangsweise aus ihrem traditionellen nachhaltigen Leben in eine gering qualifizierte und schlecht bezahlte Beschäftigung gebracht. Doch in der Praxis wurde ihre Teilnahme Berichten zufolge erzwungen, so die UN-Experten. Die Vertreterin des Tibet-Büros in Genf, Tin Chuki, dankte den UN-Experten für ihr Mandat und die genaue Beobachtung der Situation in Tibet. Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung begibt sich vom 21. April bis zum 9. Mai 2023 zu einem offiziellen Besuch in 4 europäische Länder, nämlich das Vereinigte Königreich, Norwegen, Dänemark und Deutschland. Sejong wird in den genannten Ländern mit Parlamentariern, Mitgliedern von Tibet-Unterstützungsgruppen und tibetischen Gemeinschaften zusammentreffen. Während seines Besuchs wird er auch an Universitäten sprechen. Sejong Bemba Tsering, das demokratisch gewählte Oberhaupt des tibetischen Volkes, traf in London ein, um einen offiziellen Besuch im Vereinigten Königreich zu beginnen, der bis zum 1. Mai andauern soll.
Bei seiner Landung auf dem Flughafen Heathrow am Sonntag vergangener Woche wurde er vom Repräsentanten Sonam Tsering Frasi, Office of Tibet London, dem heiligen Gyalkang Rinpoche, dem Vorsitzenden der tibetischen Gemeinschaft Großbritannien, den Sigunga sowie anderen Mitgliedern und Tibetern im Vereinigten Königreich begrüßt. In Schottland wird Sigyong Bemba Tsering mit hochrangigen Regierungsvertretern, Parlamentsmitgliedern, aktiven Tibet-Befürwortern sowie anderen Mitgliedern der zuständigen Parlamentsausschüsse, unter anderem für Auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte und Religionsfreiheit, zusammentreffen. Am 25. April wurde Sigyong vom Co-Vorsitzenden der parteiübergreifenden Parlamentarischen Gruppe für Tibet, dem Abgeordneten Tim Loughton und dem Abgeordneten Kerry McCarthy und Wera Hobhouse zu einem ausführlichen Gespräch über den chinesisch-tibetischen Konflikt ins britische Parlament eingeladen, wo er kurz mit dem Parlamentspräsidenten Sir Lindsay Hoyle zusammentrafen, die Arbeiten des Unterhauses beobachte. Im Rahmen seines offiziellen Termins traf er am selben Tag auch mit der Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des britischen Parlaments, der Abgeordneten Alicia Kearns, im Portcullis House zusammen. Während seines Besuchs wird Sigyong auch mit Organisationen der Zivilgesellschaft, Thinktanks, Menschenrechtsorganisationen, buddhistischen Organisationen und Medien zusammentreffen und Gespräche mit der tibetischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich führen. Sigyong sprach auf dem Demokratieforum zum Thema 72 Jahre chinesische Kolonialherrschaft in Tibet unter dem Vorsitz von Humphrey Hawksley, Autor und ehemaliger Asien-Korrespondent der BBC, sowie Chris Law, MP, Co-Vorsitzender der parteiübergreifenden Parlamentarischen Gruppe für Tibet, Dr. Martin Mills, Direktor des schottischen Zentrums für Himalaya-Forschung an der Universität Aberdeen, Professor Dibyesh Anand, Leiter der Fakultät für Sozialwissenschaften und Professor für internationale Beziehungen an der Universität Westminster und Barry Gardiner, MP, Vorsitzender des Demokratieforums. Dies ist der zweite offizielle Besuch von Sigyong Bemba Tsering in Großbritannien. Sigyongs erster Besuch im Vereinigten Königreich fand im Januar 2023 statt, als er eingeladen wurde, von der Oxford Union Society über den sino-tibetischen Konflikt zu sprechen. Außerdem sagte Sigyong vor der All-Party Parliamentary Group for International Freedom of Religion or Belief, einer der größten parteiübergreifenden Fraktionen im britischen Parlament, über die Religionsfreiheit in Tibet im britischen Parlament aus. Der Abt des Klosters Tesil Rinpo, Sekyab Rinpoche, die tibetische ehemalige politische Gefangene und Nichte des verstorbenen Tulku Denzidele Rinpoche, Nymal Hamo und der Abgeordnete Sonam Frasi vom Office of Tibet in London begleiteten Sigyong bei der Anhörung. Eine Delegation der International Campaign for Tibet ICT unter Leitung ihres Präsidenten Dingzhe Gyatso besuchte am Montag dieser Woche das tibetische Exilparlament. Die Delegation, die sich aus Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern der ICT zusammensetzte, traf mit der stellvertretenden Parlamentspräsidentin Döma Tsering Gyalkang zusammen und diskutierte verschiedene Themen von gemeinsamem Interesse. Die stellvertretende Sprecherin informierte die ICT-Mitglieder über die Entwicklung, die Zusammensetzung und die Funktionsweise des tibetischen Exilparlaments, angefangen von der Demokratisierung des tibetischen Gemeinwesens, die seit langem ein Bestreben seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama ist. Eine vierköpfige Delegation des französischen Senats unter der Leitung von Senatorin Jacqueline Eustache-Brinio, Senatorin Else Joseph, Senator Olivier Rietmann und Thierry Meunier, Beamte im Senat, traf am Donnerstag letzter Woche zu einem 5-tägigen Besuch in Dharamsala ein. Die Delegation traf im Kabinettssekretariat mit Sigyong Bemba Tsering zusammen, um wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem tibetisch-chinesischen Konflikt und dem Wohlergehen der Tibeter im Exil zu erörtern. Am Freitag letzter Woche traf die Delegation mit Galeno Sintema und hohen Beamten der Abteilung für Information und internationale Beziehungen zusammen. Galeno dankte der Delegation, insbesondere Senatorin Brinio, dafür, dass er immer wieder auf die kritische Lage der Tibeter in Tibet hinweist und sich für die Wiederaufnahme des sino-tibetischen Dialogs einsetzt. Im Anschluss an das Treffen besuchte die Delegation das Sekretariat des tibetischen Parlaments und traf mit dem Sprecher Khenpo Sonam Dimpe, dem stellvertretenden Sprecher Döma Tsering Gyalkang und Mitgliedern des Ständigen Ausschusses zusammen. Die Delegierten trafen mit Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama zusammen, der aus Delhi zurückkehrte, wo Seine Heiligkeit an einem 2-tägigen buddhistischen Gipfel teilnahm.
Die deutsche Bundesregierung äußerte sich besorgt über die sich zunehmend verschlechternde Situation in Tibet und unterstützte die Forderung der UN-Experten, alle obligatorischen Internate und Zwangsumsiedlungen tibetischer Nomaden in Tibet zu beenden, bei einem Treffen mit dem Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe am Donnerstag letzter Woche. Ein Vertreter des Auswärtigen Amtes teilte die Besorgnis über die systematischen Menschenrechtsverletzungen in Tibet mit und brachte seine Unterstützung für die jüngsten Feststellungen der UN-Experten zur Lage in Tibet zum Ausdruck und forderte China auf, die Zwangsinternate und die Zwangsumsiedlung tibetischer Nomaden in Tibet durch die chinesische Regierung zu beenden. Der Vertreter des Auswärtigen Amtes wies auf die groben Menschenrechtsverletzungen in Tibet durch China hin und betonte, dass Deutschland dafür sorge, dass die Problematik der Menschenrechtsverletzungen nicht aus den Augen verloren werde. Die Vertreterin des Tibet-Büros Genf, Tinle Chökyi, begrüßte die entschlossene Haltung Deutschlands zum Schutz der Grundrechte des tibetischen Volkes und sagte, dies sei eine klare Botschaft an ganz Europa, dass die beklagenswerte Situation in Tibet unter China nicht länger übersehen werden kann. In einer gemeinsamen Erklärung, die am Freitag vergangener Woche herausgegeben wurde, kritisierte und verurteilte eine Gruppe von 35 Akademikern für Tibet-Studien aus der ganzen Welt die geschmackslose Medienberichterstattung über den Austausch seiner Heiligkeit des Dalai Lama mit einem jungen Inder bei einer öffentlichen Veranstaltung und bezeichnete dies als einen böswilligen Angriff auf die Autorität seiner Heiligkeit des Dalai Lama und die Gefühle der tibetischen Gemeinschaft sowie der weltweiten buddhistischen Gemeinschaft. In der Erklärung werden die weltweiten Nachrichtensender aufgefordert, die Quellen ihrer Informationen gründlich zu prüfen, bevor sie Informationen über heikle Angelegenheiten wie diese verbreiten, und die Nachrichtenmedien werden dringend gebeten, den Kontext des vollständigen Videos sorgfältig zu entschlüsseln, insbesondere im Lichte des tibetischen kulturellen Kontextes, in dem es eine allgemein anerkannte traditionelle Art der Begrüßung ist. Darüber hinaus appelliert sie an die Mainstream-Medien, die Unantastbarkeit des lebenslangen Zölibats, zu dem sich seine Heiligkeit durch einen Eid verpflichtet hat, gewissenhaft zu berücksichtigen. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der tibetischen Gemeinschaft in Liechtenstein nahm Fürst Hans Adam II. Am Samstag vergangener Woche an der von der tibetischen Gemeinschaft in Liechtensteins organisierten Veranstaltung Dankeschön Liechtenstein teil. Die Mitglieder der Gemeinschaft versammelten sich, um ihre tiefe Dankbarkeit auszudrücken und dem Volk und der Regierung Liechtensteins dafür zu danken, dass sie den tibetischen Flüchtlingen in Liechtenstein eine zweite Heimat gewährt haben. Der Repräsentant Tinle Chökyi, der Präsident der Gemeinde Balzers, Herr Hans-Jörg Büchel, der Präsident Galma Chökyi und der Vizepräsident Dengse Wangyal der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein, der ehemalige Abgeordnete des tibetischen Parlaments im Exil Samdo Chamba sowie weitere Gäste nahmen an der Veranstaltung teil. Vom 22. bis zum 24. April trafen sich Tibet-Unterstützergruppen in Europa zu ihrem regionalen Treffen in Tibet Open House in Prag, Tschechische Republik. Gastgeber des Treffens waren das International Tibet Network ITN und über 40 Teilnehmer aus mehr als 14 europäischen Ländern nahmen an dem Treffen teil. Auf dem Treffen wurden verschiedene Themen diskutiert und beraten, die darauf abzielen, die Tibet-Befürwortung zu stärken, einschließlich einer Reihe von Workshops, um die Stimmen und Kapazitäten von Tibet-Gruppen in ihren Tibet-Befürwortungsinitiativen zu verstärken. Die Repräsentantin Tinle Chökyi, die ebenfalls an dem Treffen teilnahm, sprach über die Bemühungen der tibetischen Zentralverwaltung, eine Lösung für den sino-tibetischen Konflikt zu finden, und über die Prioritäten der CTA in Europa, einschließlich der laufenden Aktivitäten der CTA und ihrer Lobbyarbeit in Europa. Während ihres Aufenthalts in Prag, Tschechische Republik, stattete die Abgeordnete Tinle dem Vorsitzenden der Parlamentarischen Gruppe für Tibet im tschechischen Senat, Senator Premysl Rabas, einen Höflichkeitsbesuch ab. Die beiden erörterten eine Reihe von Themen, darunter auch künftige Aktivitäten der Parlamentarischen Gruppe in der Tschechischen Republik zu Tibet. Die Abgeordnete Tinle hielt auch mehrere Treffen mit gleichgesinnten Gruppen ab.
Vertreter der in Boston und Massachusetts ansässigen tibetischen Vereinigungen und der Parlamentarier Thundup Tsering statteten am Dienstag Senator Ed Markey, Senatorin Elizabeth Warren und der Kongressabgeordneten Catherine Clark einen Höflichkeitsbesuch in ihren jeweiligen Büros ab, um auf die Verabschiedung des Gesetzes zur Lösung des Tibet-China-Konflikts zu drängen, das im Februar erneut in den US-Kongress eingebracht wurde. An dieser eintägigen Aktion, die von den tibetischen Vereinigungen von Boston und Massachusetts initiiert wurde, nahmen Geshe Ngawang Tinle von Seraje Tehor Kangche und der ehemalige politische Gefangene Ngawang Sangdul und Ladun Detong, Direktor des Tibet Action Institute, teil. Das Kloster Dachilhumbo, der Klostersitz des Binchen Lama in der tibetischen Exilsiedlung Belogupi, feierte den 34. Geburtstag. Jedes Jahr an seinem Geburtstag setzten sich Einzelpersonen, Organisationen und Nichtregierungsorganisationen auf Regierungsebene für seine sofortige Freilassung aus chinesischer Haft ein. Auch in diesem Jahr wurde eine Kampagne zu seinen Ehren von Unterstützern der tibetischen Sache Kishan Singh Sugara, Principal Chief Conservative Force, und Sumyadip Dutta, Regional Convener Core Group for Tibetan Cause Northeast Region, ins Leben gerufen. Die Feierlichkeiten wurden von Tsudim Rinpoche geleitet und der Zeremonienmeister war Gachin Chamyang. In Delhi schloss sich Bharat Diwat Saman Vesang den tibetischen Partnern an, um den Tag in der tibetischen Siedlung Samyeling in Majnu-Katila zu begehen, die von der regionalen tibetischen Frauenvereinigung organisiert wurde. Die nationale BTSS-Präsidentin, Frauenabteilung Professor Sumitra Kukreti, die nationale Generalsekretärin Sandhya Singh, die Provinzpräsidentin Promila Malik, die Vizepräsidentin der Provinz Parul Gupta, die Generalsekretärin der Provinz Rekha Jingan, der Provinzkoordinator IT-Abteilung Ajit Dubey und andere Mitglieder nahmen an dem Programm teil. Sie beteten für die Gesundheit des 11. Binchen Lama und forderten seine sofortige Freilassung aus dem chinesischen Gewahrsam. Ein Buch Tibeti Aparat Balak, veröffentlicht von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen DIAR und der Central Tibetan Administration CTA über seine Heiligkeit den 11. Binchen Lama, wurde an alle Mitglieder verteilt. BTSS-Mitglieder nahmen auch an den Feierlichkeiten in der tibetischen Siedlung Degiling, Dehradun, Bihar und der India Tibet Friendship Society ITFS Bhagalpur, der ITFS Jharkhand und der ITFS Regionalgruppe in Rewa, Madhya Pradesh teil. Die Tibetan Community Association of Belgium, International Campaign for Tibet Brüssel und Lungta organisierten gemeinsam eine Mahnwache bei Kerzenlicht auf dem Platz vor dem Brüsseler Hauptbahnhof. Die drei Organisationen forderten die internationale Gemeinschaft auf, die chinesische Regierung zu drängen, Beweise für sein Wohlergehen vorzulegen. Die Abgeordnete Gian Kang informierte in ihrer Ansprache an die Versammlung über die nachdrücklichen Unterstützung von 11 Mitgliedern des Europäischen Parlaments aus dem gesamten politischen Spektrum, angeführt von MDEP Mikuláš Peksa, der einen schriftlichen Appell an den Hohen Vertreter der EU, Josep Borrell, gerichtet hatte, dieses Anliegen im Rahmen des strategischen Dialogs zwischen der EU und China bei seinem chinesischen Amtskollegen vorzubringen. Sie informierte die Anwesenden auch über die Unterstützung der 30 Mitglieder der Interparlamentarischen Gruppe für Tibet im spanischen Senat, die ebenfalls von China aufforderten, Beweise für das Leben und den Verbleib des 11. Binchen Lama vorzulegen. In ihrer gemeinsamen Erklärung zum 34. Geburtstag des Binchen Lama, Gedunchu Ginima, verurteilten Els van Hoof, Präsidentin, und Samuel Kogolati, Vizepräsident des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des belgischen föderalen Parlaments, die Einmischung der chinesischen Regierung in die Auswahl und Anerkennung der Reinkarnation seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama. Sie erklärten ferner, dass das System der Anerkennung reinkarnierter spiritueller Wesen eine dem tibetischen Buddhismus eigene religiöse Praxis ist und ausschließlich dem derzeitigen Dalai Lama selbst und niemandem sonst vorbehalten sein sollte. Darüber hinaus forderten sie die chinesischen Behörden auf, einen Lebensbeweis zu erbringen und Rechenschaft über den Verbleib von Gedunchu Ginima abzulegen und forderten seine sofortige Freilassung sowie die seiner Eltern und aller anderen tibetischen politischen Gefangenen. Die Abteilung für Information und internationale Beziehungen DIAR der tibetischen Zentralverwaltung spricht herzliche Gebete für das Wohlergehen des 11. Binchen Lama an seinem 34. Geburtstag. Tibets zweithöchster religiöser Führer Gedunchu Ginima alias Binchen Lama wurde 1995 von der chinesischen Regierung entführt, nachdem er als 11. Binchen Lama anerkannt worden war.
Im Alter von 6 Jahren wurde er der jüngste politische Gefangene der Welt und wurde seitdem nicht mehr gesehen, ebenso wenig wie seine gesamte Familie. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.